Oh, Nathalie, so schön da Pause machen im Pausenraum. Ja, Gemütlich. wir müssen dann jetzt aber doch schon los ins Studio aufnehmen, gell? Meinst du aufnehmen? Genau. Hey, ich bin vorher schon im Studio gewesen und die haben nichts vorbereitet. Wir haben ihnen gesagt, sie müssen bereit sein, aber sie müssen jetzt einfach schnell hier im Pausenraum Dann machen wir es doch von da aus, oder? Hey, voll. Aber was soll denn das, dass sie es einfach nicht gemacht haben? Herzlich willkommen zurück bei unserer Sendung. Mega cool, bist du wieder da. Das Mal sind wir eigentlich im Studio, aber ihr kennt es zwar noch nicht, weil ja, es ist alles ein bisschen anders. Ich bin Nathalie und das ist meine Schwester Noemi. Hey, cool, bist du da, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zurück. Hey, ja, während wir uns da noch ein bisschen einrichten, weil wir haben gar keine Unterlagen, gar nicht da, weil das so spontan ist, schalten wir doch einfach schnell zum Geschwind und dem Dr. Knüsli und wollen schauen, wie dort die Geschichte weitergeht. Wie ihr vielleicht wisst, haben sie das letzte Mal das super eingefunden und jetzt wollen wir schauen, was sie da damit machen. Bis später und viel Spass. So, geschwind, sind wir zurück von der Expedition. Ja, Sehr weißt gut. du wie froh bin ich, dass ich wieder mal etwas Normales anlegen kann? Ja, sag nicht. Ich habe auch, die anderen Schuhe haben schon ein bisschen gedrückt. Sag Ja. mal, wo hast du jetzt eigentlich das Ei? Ja, das hast du. Nein, das hast du. Das hast du. Ja, natürlich habe ich es. Das gebe ich nicht mehr aus der Hand. Und jetzt könnten wir es eigentlich gerade ausprobieren in der Mikrowelle. Ja, Ja, logisch. Sowieso. Jetzt muss ich da mal noch kurz das Türchen aufmachen. Uff. Schmeckt aber noch ein bisschen verbrannt. Ja, und tut er nicht. Hallo? Hallo? Warte, Du, was hast du mit der gemacht? vielleicht kann ich ein bisschen daran umschrauben. Probier es nochmal. Nein, ist nichts. Die ist tot. Warte, wir Also, probieren es. das bringst du nicht mehr ganz. Nein, warte, wir probieren es mal noch mit Bestechung. Du Mikrowelle, wenn du jetzt tust, dann kommst du ganz schön warm mit dir hinüber. Probier es nochmal. Funktioniert nicht. Ich glaube, du musst eine neue an. Ja, du, ich habe glaube noch eine im Abstellkämmerli. Ja, Ich gehe kann die mal kurz holen. holen, ja. Ich tue da ein bisschen aufräumen in dieser Zeit. Das wäre super, ja. Oh la la, da ist er ja. Na warte, du kleines Bürschlein. Hallo? Na, ich mach dich platt. Oh, ich mach dich platt, kleine Mann. Mann. Ja, mit dem geht es. Kurz der Quietschi-Platz suchen. Na, da machen wir einen Brief für den Knüsli und bald ist die Ei mir. Ich habe deine Freund. Ja, das ist gut. Also weiter. Gib mich die Ei. Liebe Grüß, der Professor. Das ist eine super Idee. Ich nehme mit diesen kleinen Mann und dann kriege ich dafür die Super 11. Und dann ich gewinne die Wettbewerbe. Der ist aber fett. Der ist viel schwerer, als er aussieht. Dicker Mann. Geschwind, ich habe noch eine gefunden. Jetzt haben wir sogar Doppelstock Mikrowellen-Power. Geschwind? Geschwind? Vielleicht ist er geschwind aufs WC, wer weiß. Geschwind! Hallo?
Nein, der müsste mich eigentlich sehen und hören. Was macht denn der Quietschi da? Die kann ich doch im Stall zurücklassen. Oh, ist schon schön, dass du wieder da bist, aber... Geschwind! Komm geschwind! Mach geschwind vorwärts! Obwohl, der müsste mich wirklich hören. Ist ja nicht so gut isoliert bei mir da. Ui! Da steht ja etwas. Aber irgendwie auf Französisch. Jetzt muss ich noch meine alten Französischkenntnisse rausgraben. Ich habe die... Ui, nein! Das ist doch der Herr Lung da, der komische französische Professor. Der hat geschwind. Nein, jetzt hätte mich sein dafür. Aber so ein Geschwinde gibt es ja eigentlich schon genug auf dieser Welt. Aber so ein Ei gibt es nur einmal. Das kann es doch jetzt nicht sein. Was soll denn das jetzt? Soll ich das Ei gegen den Geschwind tauschen? Nein, ich mach's nicht. Gell, ich soll es nicht machen. Obwohl, haben wir schon so viel geholfen da, der Geschwinde. Und dann auch ein chaotisch, ist eigentlich schon ein Lieb. Dann muss ich es halt tauschen. Oh, jetzt vibriert es gerade noch. Jetzt hat es gerade noch den Plan geschrieben, den ich es anbringen muss. Jetzt muss ich es wirklich fast machen. Was meinen die Kinder? Tauschen oder nicht? Okay, wir tauschen es, aber ich mache es noch so. Wir versuchen den Professor zu schnappen und ich rufe kurz am Heimatschutz an, weil die müssen ja so auch einen fangen. Hallo? Ja, da ist Professor Dr. Alois Knüsli, grüezi wohl. Ja, Sie müssen mir helfen, ich habe ein Problem. Mein Kollege ist entführt worden. Den müssen Sie jetzt holen. Ich tue das Ei dort an dem speziellen Ort an. Ich schicke euch nachher noch Karten und nachher müsst ihr dort bewachen. Ist gut? Super. Dann machen wir das so. Aber das kann es jetzt wirklich nicht sein. Jetzt gehen wir die halt tauschen. Also nein, das verstehe ich jetzt einfach nicht. Jetzt haben wir doch den Knüsli 2 Wochen lang verfolgt, um ihm nachher zu schauen, dass er kein Zeichen macht. Dann hat er so ein Ei gefunden. Und ich meine, das sollte gefährlich sein, aber nein. Jetzt hat irgendeiner da den Geschwind entführt. Und jetzt muss ich vom Heimatschutz das Ei bewachen. Ich meine, ich komme nicht mehr raus. Sind wir jetzt mit dem Knüsli, gegen den Knüsli, für den Knüsli? Ja, ich komme einfach nicht mehr raus. Aber da, sie haben gesagt, ich soll es da bei dem Baum anlegen. Machen wir doch das. Und dann, ja, kann ich doch einfach bewachen, oder? Ich meine, ja, da hinten ist schon gut. Aber eben, ja, gehen wir mal auf die Lauer. Ich meine, ich bin ja schön die Hand, da sieht man nichts. Da sehe ich, wer da den Geschwind entführt hat. Für das bin ich ausgebildet worden. Ja. Passiert doch nichts. Es ist doch langweilig. Da stehen, so unbequem sitzen. Ja, nein. Hey, der kommt doch eh noch lange nicht. Ich bin jetzt erst gerade hier hingesessen. Ich meine, ich könnte jetzt eigentlich noch ein bisschen schlafen gehen. Ich meine, ja. Einfach niemandem sagen, gell? Psst. Kopfküsse. Voilà. Oh la la. Mal schauen, was er da hat. Oh la la. Wie besprochen in dieser Sack. Das ist sicher der Superöff. Habe ich den Knüsli wieder einmal super reingelegt. Ich bin ein super Professor. 3-mal super. Superöff, super reingelegt, super Professor. Oh, Superöff. Geht schnell weg hier.
Ebenecker! Ebenecker, Sie Löhl! Was ist los? Wach halten heisst auch wach bleiben! Das Ei ist weg! Das Ei ist weg! Sie Löhl! Wo? Dann geben wir Ihnen einen Auftrag. Einen einzigen Auftrag. Und dann mal das bringen Sie an. Aber ich war ja da. Ja, aber nicht wach. Wir haben gesagt, wach halten, nicht wach. Sogar wach bleiben heisst das. Ja. Jetzt bekommen wir riesige Schwierigkeiten. Ja, was machen wir jetzt? Das Problem ist, ich kann sie nicht mal degradieren. Sie sind ja schon das Tiefste in der Armee. Ehrenwort. Also Aber ich kein als Problem Oberst- über. Sie bekommen von mir Probleme, glauben Sie mir. Aber ich als Oberstleutnant Lukas Sisali wird nachher zum Leutnant Iseli. Ja, aber das ist doch auch schön hoch. Nein, Das ist 5 Grad höher als ich. das ist mir egal. Schauen Sie, da hinten hat es ein Haus. Da muss jemand sein, der das von diesem Haus irgendwie in Kontakt ist. Wir gehen jetzt dort durchsuchen und vielleicht finden wir ja den geschwind an den Keib. Ja, gut. Aber sie knöpfe ich mir noch vor. 50 Liegestütze ist jetzt, das war gestern gewesen. Jetzt werden es 51. Ehrenwort. Wir nach Marsch! Ebenecker, Sie Löhl! Suchen Sie dort hin! Das ist jetzt mein Raum, das suche ich. Hallo? Ist niemand da? Kennt mich jemand? Hilfe! Hallo! Help! Hallo! Hilfe! Oh, ist niemand dumm? Hilfe! Ich sehe nichts! Hallo! Sapperlot, da oben ruft einer. Hallo! Hallo? Hallo! Hilfe! Sehe Da nichts. bin ich! Ehrenwort. Staubig, grusig und dreckig. Da müssen wir als Militär aufräumen. Aber liegt niemand da. Komisch. Hallo! Hilfe! Hallo? Hallo! Iseli, mein Name. Grüezi, Herr Hilfe. Wo sind Sie? Ja, da ist geschwind! Da! Hilfe! Ich Oh. sehe auch nicht wo! Hallo? Sind Sie's? Ja! Ich nehme Sie gerade mit. Essen Sie immer so viel, dass Sie so schwer sind. Hei, nochmal. Ja! Warten Sie mal kurz den Ich Ebenecker. habe jetzt 2 Tage Diät gemacht. So viel wiegen Sie, wie Sie wiegen, glaube ich Ihnen das nicht. Ebenecker! Daher! Einen Moment, ich hole kurz den Ebenecker. Wir kommen gerade. Da können Sie ja noch ein bisschen rausschnaufen, gell Sie? Wir kommen gerade. Ebenecker! Ah Mann, der Geschwind hat mich einfach allein gelassen. So, mach mal vorwärts. Wir müssen zum Knüssel dich abliefern. Hallo? Hallo? Ui, das ist wie Weihnachten, Geschenke auspacken. Ui, ui. Geschwind! Da bist Hey, du ja. Knüssli! Wo bist denn du gewesen? Ja, ich weiss auch nicht. Ich weiss Also, es. Da Ich bin da gestanden, Ja. dann habe ich das Zeug ausgepackt und dann aufs Mal ist es dunkel geworden. Ui, Und nein. jetzt, keine Ahnung, habe ich Hunger gehabt und Durst und jetzt bin ich wieder da. Der kann dir sagen, wer das war. Das war schon ein französischer Professor. Der hat schon immer probiert, mir alle Sachen zu klauen. Und der hat da einen Erpressungsversuch geschickt. Und dann hat er das so geschrieben. Und dann habe ich... Und jetzt hast du Ja, das Ei abgegeben für mich? ich habe super eintauschen für dich. Ja. Ja, aber das ist ja mega lieb. Aber, Ich bin lieb. Ja. aber was machen wir jetzt für den Erfinder-Contest? Hast Das du ist noch eine eine gute Idee Frage. an Lager oder irgendetwas? Ja, wir haben halt nur noch da diese Sachen da. Aber ich habe vor Jahren, das war wirklich in meiner Anfangszeit, Ja. als ich noch ein junger Professor war, da hatte ich noch keinen Schnauz. Da habe ich eine Erfindung gemacht mit dieser Stärke hier. Und das könnte etwas Gutes sein. Weißt du, Ja, da das machen wir etwas klingt eigentlich ganz... noch interessant. Ja, kannst mal lesen, was alles drin hat. Da machen wir etwas ganz Spezielles, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Das verraten wir erst beim nächsten Mal. Ja, sonst macht es uns dann noch jemand an. Ja, zum Ich würde Beispiel sagen, der gehen wir es mal französische- ausprobieren, oder? Ja, das ist gut. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser, das können wir noch holen und dann haben wir eigentlich ziemlich alles. Unglaublich, dass der Knüssel das aufgeht für den Geschwind nicht. Sie haben
so viel schon durchgemacht und das Eis so dringend finden und doch hat er das aufgegeben, um den geschwind zurückzubekommen. So schön. Unglaublich, was er gemacht hat. Hey Naseli, hast du das für mich gemacht? Ich denke, ja. Hey, und jeder Heim, wie sieht es bei euch aus? Wenn es euer Bruder gewesen wäre, eure Kollegin, überlegt euch doch mal, wie hättet ihr reagiert, wenn ihr das gewesen wäret? Und während ihr euch diese Frage überlegt, nehmt euch die mit, wenn wir das Lied zusammen singen, «Ein neuer Tag». Darum, egal wo ihr seid, daheim, auf dem Sofa, irgendwo, steht auf, dann kann man nämlich noch besser singen und dann singen wir das Lied miteinander. bist du, Jesus, uns. Wir alle sind so gespannt darauf, was bringt der Tag euch Neues. So weit. 9 Monate sind vergangen und es sollte eigentlich jeden Moment kommen. Jetzt, ja, was braucht man eigentlich alles, wenn man so ein kleines Baby hat? Ich habe da mal Sachen besorgt, so ein Nuki und... Oh, Abraham, könntest du echt noch einen Sack für ihn bringen? Habe ich schon einen dabei? Oh, das ist super, tipptopp. Schau, können wir die Sachen hier in den Sack versorgen? Oh, da hat sicher Freude, Nuki. Schau, dann da noch so ein Spielzeug. Das ist auch gut. Diese Windeln können wir sicher auch brauchen. Sehr gut. Ein Nuscheli. Oh je, da wird er Freude haben. Ja, und ein Sonnenhut für in der Wüste, weißt du? Das ist sehr wichtig, ja. Ja, und dann habe ich da noch ein T-Shirt und so ein Body. Und weißt du was? Wir brauchen noch einen Shoppen. Oh. Könntest du den noch besorgen? Ja, sicher. Irgendwo? Und ein Holzkamel zum Spielen. Oh, genau. Und Abraham! Ja? Könntest du echt da bleiben? Ich glaube, es ist jetzt dann so weit. Oh, ich hole gerade kurz die Hebamme, ist gut. Okay.
Ja, und es ist soweit, der Tag ist gekommen. Der Abraham und Sarah haben tatsächlich ein Kind bekommen. Wer hätte das gedacht? Gott hat wirklich Unmögliches möglich gemacht. Und es war eine riesige Freude. Es ist für Sarah und Abraham wie ein riesiges Geschenk gewesen, wenn ich es da mitgenommen habe. Ein grosses Geschenk. Aber das Kind ist noch viel mehr wieder so ein eingepacktes Geschenk. Es ist etwas Wunderbares, wenn man ein Kind bekommt. Und sie haben so eine grosse Freude gehabt. Und der Bub, den sie bekommen haben, sie haben ihm den Namen Isaac gegeben. Und das ist das Spannende. Der Name Isaac bedeutet Lachen. Ja, und Sarah und Abraham, die haben wirklich so viel Grund gehabt zum Lachen, zum Freude haben. Gott hat sie beschenkt. Gott hat ihren Glauben belohnt. Schau, und wenn ich das Geschenk drülle, dann steht genau das da. Gott belohnt das Vertrauen oder den Glauben. Genauso wie es Abraham und Sarah nachher auch hatten. Sie haben fest darauf vertraut, dass Gott das kann. Ja, für ihn ist nichts unmöglich. Und so sind sie belohnt worden mit einem Kind. Gott ist so groß, er ist so wunderbar. Und glaub mir, das ist auch heute noch so. Auch wenn du glaubst, Gott belohnt das Vertrauen. Und wenn man so ein Geschenk bekommt, was macht man nachher? Man tut automatisch Danke sagen. Danke für so etwas Wunderbares. Und das haben auch Abraham und Sarah können. Danke sagen. Da kommt mir gerade etwas in den Sinn. Ja. Es gibt doch einen passenden Bibelvers dazu. Ja. Warte mal, was steht jetzt da? Weißt du gerade einen? Ja, warte. Ich glaube im Buch Psalm 103, Vers 2, dort steht: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der passt doch wunderbar Wunderbar, dazu. der passt wirklich wunderbar. Aber David, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, willst du nicht gerade mit den Kindern zusammen so ein bisschen lernen und vertiefen? Voll, ja. Das wäre doch der Hit. Weil, was heisst denn eigentlich loben? Wisst ihr das? Ja, mit loben ist nichts anderes gemeint, als dass wir Gott Danke sagen. Dass wir mit ihm reden, zu ihm beten. Wir können das auch machen, zum Beispiel, wenn wir ein Lied singen. Und darum wollen wir doch gerade den Vers nochmal alle miteinander sagen. Steht doch gerade mal dazu auf. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Super. Aber was bedeutet denn meine Seele eigentlich? Ja, mit meiner Seele ist einfach der Mensch selber gemeint. Du als Person. Jeder Mensch soll Gott einfach Danke sagen für all das, was er tut. Und jetzt wenn wir den Vers nochmal zusammen aufsagen, aber damals kommt noch jemand dazu. Christina hilft mir nämlich jetzt gerade. Und jetzt können wir alle zusammen einfach absitzen. Jetzt machen wir es nämlich so, dass zuerst ich einen Teil sage vom Bibelvers und nachher Christina. Und immer, wenn wir einen Teil sagen, stehen wir dazu auf. Ihr könnt jetzt frei wählen, mit wem wir den Bibelvers sagen wollen. Mit mir oder mit der Christina. Ich fange gerade einmal an. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Super. Und jetzt machen wir das gerade nochmal. Und damals fängt Christina an. Lobe dem Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Super. Danke vielmals, Christina. Bitte. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Was tut Gott denn an dir gut? Überlege mal. Gott schaut zum Beispiel fürs Wetter. Er schenkt, dass die Sonne scheint, aber auch, dass es regnet, so dass wir zum Beispiel genug Wasser haben, um die Pflanzen zu tränken. Sonst wäre sie schon lang vertrocknet. Aber was noch? Was gibt es denn bei dir heute Mittag? Sicher Essen und Trinken. Und genau das schenkt Gott uns auch. Wir sind wirklich so reich beschenkt. Wir dürfen ein Dach über dem Kopf haben, eine warme Decke zum Einschlafen und wisst ihr was noch? Wir dürfen auch einen riesen Überfluss an Kleidern haben. So viele Kleider. Habt ihr auch so viele Kleider im Kasten? Genau, und jetzt wollen wir den Bibelvers gerade nochmal aufsagen. Jetzt machen wir es so, dass mal all die mitmachen können, die irgendetwas Blaues anhaben. Ich habe zum Beispiel blaue Socken an, darum mache ich gerade auch mit.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Ja, für uns ist es meistens schon selbstverständlich, dass wir das alles haben. Und darum steht in dem Vers, dass wir nicht vergessen sollen, Gott dafür zu danken, dass wir das alles haben dürfen. Wenn du willst, kannst du gerade da Pause drücken und Gott einfach mal Danke sagen für all das, was er dir gibt. Du kannst ihm zum Beispiel Danke sagen für die Spielsachen, die du darfst haben, oder für die Freunde, die du hast. Du kannst ihm einfach mal Danke sagen. Und jetzt wollen wir den Vers nochmal wiederholen und da mal den Herrn und er betonen, indem wir es laut aufsagen, weil Gott der ist, der uns das alles gibt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Super. Und jetzt wollen wir doch gerade alle miteinander Gott loben mit dem Lied «Grösser, schöner bist du, Herr». Ja, und dem Abraham, sein Herz, das war immer noch voll Dankbarkeit gewesen. Er hat so Freude gehabt an seinem Sohn. Und er hat jeden Tag genossen, die Zeit, die er mit ihm hat dürfen haben. Und da Isaac, der Bub, der ist gewachsen, die Zeit ist vorbeigegangen. Und eines Tages, da hat Gott wieder zum Abraham geredet gehabt. Doch was der Herr jetzt gesagt hat, das ist ein Schock für den Abraham. Das hat er nicht recht können verstehen. Was sagt Gott zu mir? Gott hat nämlich gesagt, Abraham, tu mir deinen Sohn opfern. Was soll ich machen? Was soll denn das? Mein Sohn soll ich opfern. Aber opfern, das bedeutet nämlich, dass der Sohn, der Isaac, soll sterben. Opfern heisst, ich gebe etwas, ich soll etwas hergeben, wo mir ganz fest lieb ist. Opfern in der Bibel ist immer verbunden mit Kontakt haben mit Gott. Entweder hat man Gott können Danke sagen durch das Opfer oder um Sündenvergebung bitten. Und dabei hat immer müssen, eigentlich in der Bibel hat immer müssen ein Tier sterben.
Und jetzt sagt Gott, der Abraham soll seinen Sohn opfern. Das heißt, der Isaac müsste sterben. Aber was soll das? Jetzt hat doch Gott ihm versprochen, dass er ihm einen Sohn gibt, dass er ihm Nachkommen gibt. Und jetzt will er ihn wieder nehmen. Wie will Gott denn das nachher machen? Wenn der Abraham kein Kind hat, dann kann er auch keine weiteren Nachkommen haben. Und eben, jetzt, der Abraham und Sarah sind so Freude am Isaac. Und jetzt soll er den Isaac einfach wieder hergeben. Ich denke, viele Fragen sind dem Abraham durch den Kopf gegangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich sehr schwer hat, mit dem können verstehen, was Gott jetzt da möchte von ihm. Aber gerade auch in diesem schweren Moment, so lesen wir es, hat der Abraham Gott vertraut. Hat er ganz einfach auf ihn geschaut, obwohl er das nicht können verstehen, hat er Gott vertraut und hat er gewusst, Gott macht keinen Fehler. Kannst du dich erinnern, der Vers aus Psalm 37,5, wo es auch heisst, vertrau Gott. Warum? Weil er macht es richtig. Und genau das hat Abraham gewusst. Ich weiss so nicht, wieso das Gott von mir will, aber ich möchte ihm vertrauen. Er macht keinen Fehler. Und es steht sogar auch in der Bibel, dass der Abraham geglaubt hat, dass auch wenn der Isaac müsste sterben, dass Gott ihn wieder lebendig machen könnte und ihm den Isaac so wieder zurückgeben könnte. So fest hat der Abraham geglaubt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Er könnte alles machen. Und ja, so hat der Abraham einfach machen, was Gott gesagt hat, was Gott von ihm verlangt hat. Am nächsten Morgen hat er angefangen zu packen, all seine Sachen, die er gebraucht hat, Holz, Feuer hat er gebraucht und auch ein Messer. All das hat er eingepackt, hat dann noch 2 Diener gesagt, sie sollen sich auch bereit machen, die haben nämlich auch mitkommen. Ein Esel hat er noch geholt, wo er all das Material hat drauf tun konnte. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht und natürlich auch der Isaac. Gott hat ihnen genau gesagt, wie und was sie machen sollen, was sie bereit machen sollen, welche Richtung dass es gehen soll. Und so sind sie losgezogen. Ein ganz schwerer Weg für den Abraham. Und ich vermute, den ganzen Weg, wo sie gelaufen sind, haben sie wahrscheinlich nicht viel geredet miteinander. Beim Abraham sind sich nur Gedanken durch den Kopf. Warum muss ich das? Aber nein, ich will Gott vertrauen. Er macht es richtig. Er macht keinen Fehler. Und so sind sie gelaufen und gelaufen und gelaufen. Recht weit recht lang sind sie unterwegs gewesen. Wir lesen, dass sie 3 Tage lang gelaufen sind. Also es ist ein sehr weiter Weg, eine sehr weite Wanderung. Sind sie dann am 3. Tag sind sie so an einem Berg angekommen und dort hat der Abraham gesagt, so stopp, bis dahin. Und jetzt, ihr beiden Knechte oder Diener, ihr dürft da bleiben. Und jetzt gehe ich mit dem Isaac alleine weiter. Die Knechte haben gesagt, ja gut, wenn wir da bleiben, dann bleiben wir da, dann machen wir das so. Sie haben sich dann verabschiedet und so sind sie weitergegangen. Der Isaac mit seinem Vater, Abraham, sind auf den Berg gelaufen. Und wo sie da so laufen, der Isaac auch das Holz und all die Sachen müssen schleppen. Da fragt der Isaac den Vater, du Vater, aber ich meine, wir haben Holz dabei, wir haben Feuer dabei, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, aber wir haben gar kein Opfertier. Nein, vor dieser Frage hat Abraham vielleicht schon lange Angst gehabt. Ja, was soll ich dem Isaac jetzt sagen? Soll ich ihm die Wahrheit sagen? Soll ich ihm von Gottes Plan erzählen? Oder soll ich lieber nichts sagen? Der Abraham hat sich entschieden, er sagt ihm nichts. Weisst du, Isaac, du hast recht, wir haben kein Opfertier. Aber du kannst ganz beruhigt sein. Gott wird fürs Opfer sorgen. Ja, er hat es nicht übers Herz gebracht, am Isaac davon zu erzählen. Aber was es ja auch ist, der Abraham hat gewusst, Gott wird sorgen. Und das ist eine ganz wunderbare Aussage, was der Abraham da gemacht hat. Gott wird nämlich sorgen. Er wird für den Abraham schauen. Er wird das Vertrauen vom Abraham belohnen. Das hat der Abraham einfach gewusst. Schau mal, wir haben sie da auf dem Geschenk aufgeschrieben. Gott belohnt das Vertrauen. Gott
Er lässt Menschen nicht einfach machen, sondern er sieht, wenn sie vertrauen und er belohnt das. Und Abraham hatte das jetzt wirklich schon so viel erlebt, wo er ja nur schon in das Land Kanaan gekommen ist. Oder jetzt eben mit seinem Sohn, mit dem Isaac, wie Gott das belohnt hat. Er hat das so viel Mal schon erleben. Was da steht aber, gilt nicht nur für den Abraham, sondern das gilt auch für dich. Gott belohnt auch dein Vertrauen. Er möchte dich einladen, wirklich ganz ihm zu vertrauen. Und weißt du, was Belohnung ist? Belohnung ist nicht jetzt in dem Sinn gerade das Kind, sondern Belohnung für den Glauben ist, jetzt tun wir das Geschenk mal umdrüllen und dann kommt etwas anderes führen. Das ewige Leben. Belohnung für den Glauben ist das ewige Leben. So steht es in der Bibel. Dass wir für immer und ewig dürfen bei Gott sein. Ja, leider ist es nicht immer so gewesen. Weil durch die Sünde, durch das Böse, was wir machen, oder wir können es sagen, durch den Unglauben, ist eine Trennung in die Welt gekommen. Wir sind wie von Gott getrennt durch die Sünde. Wir können nicht bei Gott sein. Aber Gott hat das gesehen. Und er hat das nicht wollen. Er möchte mit uns Menschen zusammen sein. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und darum hat er einen Retter versprochen. Und der Retter ist ja tatsächlich in die Welt gekommen. Jesus, sein Sohn, Gottes Sohn, ist in die Welt gekommen, um uns Menschen zu retten. Oder um die Trennung, eben, dass wir nicht bei Gott sein können, um das weh kaputt zu machen, um das wegmachen. Er ist gekommen, um uns die Sünden zu vergeben. Und was hat er dafür gemacht? Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat wie die Strafe für die Sünde auf sich genommen und ist an deiner und an meiner Stelle gestorben, so dass wir wieder Frieden haben können. So dass Gott uns all das Böse, alle Sünden kann wegnehmen, kann vergeben. Und dass wir, keine Sünde mehr haben. Nicht, weil wir gut sind plötzlich, sondern weil sie Gott dann eben vergibt, weil sie Gott wegnimmt. Und so ist die Trennung weg. Und wenn wir das glauben, wenn du das glaubst, dann sagt Gott, dann verspricht Gott in der Bibel, dass er dir ewiges Leben schenkt. Ja, Gott hat das auch viel gekostet. Gott hat wie auch ein Opfer gegeben. Er hat eben seinen Sohn gegeben. Jesus ist auf die Welt gekommen. Und jedem, so sagt die Bibel, jedem, der es glaubt und Gott um Vergebung von der Sünden bittet, dem verspricht er das ewige Leben. Und dem grossen Gott, wo uns Menschen so fest liebt, dem hat der Abraham ganz vertraut. Trotz dem schwierigen Weg, wo er dran war, ist auf den Berg gelaufen und er gewusst, mein Sohn muss ich jetzt auch geben. Er hat Gott vertraut. Ja, sie sind dann oben angekommen auf dem Berg. Der Abraham hat wahrscheinlich den Isaac geholfen, haben sie da zusammen angefangen, den Altar zu bauen, wo nachher drauf oben dann eigentlich das Tier hat müssen sterben, eben das Opfertier. Aber eben, der Abraham hat gewusst, ich muss nachher den Isaac dort drauflegen. Sie haben den Altar gebaut, haben nachher zuerst Holz drauf da. Und nachher, vermutlich im Abraham hat es immer schwerer oder fester pöppelt im Herz. Aber er hat den Weg gehen. Er hat den Isaac nachher genommen und hat ihn draufgelegt. Wir wissen nicht, wie der Isaac reagiert hat. Genau. Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ist er auch sehr, sehr verschrocken. Aber er hat sich nicht gewehrt. Er hat den Vater machen lassen. Und gerade wo dann der Vater, der Abraham, den Isaac opfern, da hat Gott gesehen, was er gemacht hat. Und er hat eingegriffen. Und Gott hat gesagt, halt, Abraham, stopp, mach's nicht. Denn jetzt sehe ich, dass du mir ganz vertraust. Dass du mir ganz gehorsam bist. Also, dass du mir folgst. Der Abraham und der Isaac sind erleichtert gewesen. Was? Ich muss nicht? Wow, Gott ist so groß. Gott ist wirklich wunderbar. Ja, der Isaac, er hat nicht müssen sterben. Gott hat auch da wieder, weisst du noch, wenn ich es wieder umdrülle, Gott hat auch da wieder das Vertrauen vom Abraham so fest belohnt. Der Isaac hat nicht müssen sterben. Ja, im Gegensatz zu Jesus. Ich habe dir vorher gesagt, dass Gott wie auch ein Opfer gegeben hat. Gott hat seinen Sohn gegeben. Aber Jesus, er hat müssen sterben. Er hat müssen sterben. Und warum hat er müssen sterben? Damit eben du und ich für immer mal bei Gott sein dürfen. Er hat den Weg dadurch zu Gott frei gemacht für uns Menschen. Das war sein Plan.
Gott hätte Jesus schon davon retten vor dem Tod, aber er hat es nicht wollen, weil er dich und mich so fest liebt. Dadurch kann nämlich Gott uns Menschen die Sünden vergeben. Aber das Wunderbare ist ja, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass Gott ihn wieder lebendig gemacht hat. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch heute, er ist heute bei Gott. Ja, und die Bibel sagt, dass wenn du und ich an Gott, an den grossen Gott glauben, an das, was Jesus gemacht hat, dann vergibt er all unsere Sünden. Und wir dürfen mal bei ihm sein. Er macht uns ganz rein von der Sünde. Es gibt einen Bibelvers, wo das steht, dass wer an Jesus glaubt, bei dem sieht Gott keine Sünde. Der ist wie gerecht. Das ist nicht einfach ein besserer Mensch geworden, sondern er hat keine Sünde mehr, weil sie Gott ihm weggenommen hat. Und wenn ein Mensch keine Sünde hat, dann passt er eben auch zu Gott, weil Gott selber heilig ist, weil Gott selber auch keine Sünde hat. Und für das musst du nicht irgendwo hergehen, sondern du kannst ganz einfach mit Gott reden. Gerade dort, wo du bist, kannst du einfach mit ihm reden, kannst zu ihm beten und ihm das sagen, kannst ihn um Vergebung von der Sünde bitten und kannst ihm sagen, dass du auch möchtest an ihn glauben. Vielleicht hast du auch eine Frage, vielleicht ist dir etwas nicht ganz klar. Dann darfst du ganz einfach uns schreiben, ein E-Mail schreiben, eine Nachricht schreiben oder ein Quiz, dann kann man dann noch bei Bemerkungen etwas anschreiben, dann darfst du dort eine Frage stellen und wir versuchen dir nachher eine Antwort zu geben. Ja, der Abraham und Isaac, die sind immer so froh und erleichtert gewesen, dass der Isaac nicht sterben musste. Und schnell hat der Isaac weggenommen. Und in dem Moment hören sie irgendwo hinten etwas rascheln und sie schauen schnell um. Und was sehen sie? Sie sehen dort hinten, wie sich ein Tier, ein Schafbock, sich dort im Gestrüpp verfangen hat. Gott hat auch da gesorgt. Gott hat ihnen ein Opfertier gegeben. Und so hat das Tier nachher anstelle von Isaac müssen sterben. Gott ist so wunderbar. Und sie haben es wirklich erlebt, wie Gott für sie gesorgt hat. Und weißt du was? Der Berg, wo sie dort oben waren, dem haben sie gerade den Namen gegeben. Gott sorgt. Ja, Gott hat wirklich gesorgt für sie. Sie haben das so wunderbar erlebt. Und daraufhin hat Gott nachher am Abraham Namen versprochen, dass er ihm ganz, ganz viel Nachkommen wird schenken. Und das hat ja in den folgenden Jahren Gott nachher auch wirklich gemacht. Aus dem Abraham ist ein riesengroßes Volk entstanden. Gott hat sein Versprechen gehalten. Und Gott ist heute noch genau der gleiche. Gott hält auch heute seine Versprechen. Er ist treu. Und da darfst auch du ganz fest darauf vertrauen. Ja, und nach all dem Erlebten, wenn sie Gottes Lohn erlebt haben und bekommen haben, nach all dem, was Abraham und Isaac erlebt haben, haben sie ihre Sachen wieder zusammengepackt, sind den Berg wieder runtergelaufen, zu den Dienern, zum Esel, und zusammen sind sie wieder zurückgegangen zu der Frau, zu der Sarah und zu allen anderen. Ja, sie haben wirklich erleben, dass Gott gross ist. Und du selber darfst das auch nachlesen. Im 1. Mosebuch, dort sind all die Geschichten von Abraham aufgeschrieben. Ja, und ich möchte jetzt auch noch gerade Gott einfach Danke sagen. Danke sagen für seine grosse Liebe, für seinen wunderbaren Plan und dass er alles richtig macht. Herr, wir danken dir, dass du der grosse und lebendige Gott bist. Danke, dass du alles richtig machst. Danke, Herr, dass du uns Menschen liebst und dass du einen Retter geschickt hast, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast, dass wir wieder zu dir kommen, dass er für uns den Weg frei gemacht hat. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Gottes große Liebe sehen wir in Jesus. Und das wollen wir jetzt miteinander singen. Für das brauchst du deine 2 Finger und mit dem kannst du ein kleines Herz formen. Gottes große Liebe. Die Liebe Gottes ist aber grösser. Und darum machen wir noch ein grösseres Herz bei dem 2. Mal. Gottes große Liebe. Und dann bei dem 3. Mal ein ganz grosses Herz formen. Gottes große Liebe. In Jesus sehen wir sie. Am besten stehst du gerade auf und singen wir miteinander. Oh
Ja, in der Geschichte haben wir gesehen, dass es sich mega lohnt, wenn man Gott vertraut. Und das darfst auch du in deinem Leben wissen. Vertrau Gott. Bete zu ihm, wenn du irgendein Anliegen hast oder irgendeine Sorge, die dich beschäftigt. Und du darfst darauf vertrauen, dass er dir helfen wird. Genau wie die Geschichte, die wir heute gehört haben. Genau, und jetzt, wenn wir wie jede Woche auch noch das Quiz miteinander anschauen, und wie das kommt gerade unter den Josh. Josh, hast du dir ein genau. paar Fragen überlegt heute? Ich habe gedacht, wir können etwas spontan machen. Ja, voll. Wir kennen ja Geschichte, Wir haben ja. jetzt gerade Geschichte gehört und dann können wir mal schnell überlegen. Perfekt. Ja, das war ja vom Abraham. Ich habe eine Idee. Hast du eine Idee? Ich habe eine Okay. Okay, Kinder, sind ihr bereit für die erste Frage? Was heisst der Name Isaac? Heisst's fröhlich? Das wäre die Antwort A. Antwort B heisst lachen. Und Antwort C heisst staunen. Oh, ich hätte auch noch eine Frage. Super, ja. Genau. Die zweite Frage ist, welches Tier hat der Abraham mitgenommen? Option A, ein Pony. Option B, ein Schaf. Oder ist es C, ein Esel? Josh, hast du auch noch eine Idee? Das sind jetzt so ein bisschen praktische Fragen gewesen. Er hat auch noch etwas gesagt, der Josua, in der Geschichte. Was ist Gottes Lohn für die ihn glauben? Ist es A, ewiges Leben? Oder B, ein schönes Leben? Oder C, ein gesundes Leben? Und jetzt kommt mir gerade noch etwas in den Sinn. Sag mal etwas noch wegen dem Basteln. Ich muss noch den Preis holen. Hey, stimmt im Fall. Haben wir letztes Mal gebastelt? Es kommt doch nämlich immer unten so eine E-Mail-Adresse, so eine Adresse, die auch jetzt können wir eingeben. Und da sehen wir ganz coole Bastelideen. Auch das Mal haben wir coole Sachen für überlegt. Macht doch etwas und gell, Sie können das wieder schicken, oder? Genau. Die werden wir dann zeigen. Ja, wir freuen uns schon auf eure Sachen. Und jetzt ist der Josh auch zurück. Genau. Also, die habe ich gefunden. Sogenannte Katzenzüngli. Aber die sind mega fein. Und schau mal, ein Doppelpack sogar. Und das ist der Preis für die 3 Fragen richtig beantwortet. Und dann wird es natürlich ausgelost, oder? Hey, das lohnt sich aber Das ist mega fein. Da kann man wirklich noch lange dran erzählen. Ja. Lohnt sich also auf jeden Fall teilnehmen. Ja, sehr. Hey, versucht euer Glück und wir freuen uns schon drauf, zum euch nächste Woche wieder sehen. Denkt an das Basteln und an den Wettbewerb. Genießt es und bis dann. Bis Tschüss dann. zusammen.